Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Was sagt die schlaue Tafel? Wenn das Gras nicht mehr nachwachsen soll, brauchst du den Feuerpfeil. Mit ihm geht das toll. Alles klar, dann nehmen wir dann nochmal und attackieren gleich mit dem Magma Golem. Ist aber zum Glück noch einer, das heißt, wir können auch mal so frei Hand drauf klotzen. Ziehen wir dabei allerdings nicht sehr viel ab. Nur Maxim. Ja, das war logisch. Und geil. Und dafür gibt es noch einen Magmastein. Was mag der wohl machen? Hier ist er. Verleiht die Kräfte eines Vulkans. Magmawirbel versprüht glühende Lava über alle Gegner. Gar nicht mal so schlecht, wenn die Beweglichkeit wird ein bisschen runtergesetzt. Schauen wir mal, was es der andere bringt. Ja, nicht verkehrt, ne? Bei Guy bringt es ein bisschen die Stärke hoch. Weißt du was? Dann machen wir das doch so, dass Guy das Ding kriegt. Das scheint ja wohl ziemlich stark zu sein, das Teil. Und Maxim geben wir jetzt einfach mal hier die Samu-Juwel. So machen wir das. Oh, scheiße, jetzt kommt der Dreck. Oh, das habe ich gehasst früher. Ich weiß es nicht mehr, in welcher Reihenfolge die Dinger wachsen. Scheiße. Das habe ich gehasst. Da war der schon. Okay, das war nicht verkehrt. Warte mal. So. 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 Nee. Verflixt. Jetzt kommt das, was ich am meisten hasse hier wirklich. So. Nee. So. 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 Dann können wir sogar mit dem Schwert. Boah, gerade noch so. Oh, Scheißendreck. Nee, das wird richtig heftig und hässlich. Okay. So. Da muss jeder Tanzschritt einstudiert sein in dem Drecksloch. Oh Gott. Gut, dass es am Anfang von einer Episode ist. Das wird uns jetzt nämlich sackenmäßig viel Zeit kosten. Das habe ich mir immer noch nicht gemerkt. Okay. So. Warte mal. So. Fuck. Das war gar nicht mal so schlecht gedacht. So. Fuck. Oh, leck. Das kann jetzt etwas dauern, ihr liebe Leute. Keinen Schritt zu viel machen. Ja, bababam. Aha, das wird schon mal nix, ne. Ja, stimmt, so war das dann. Fuck. Doppelfuck. Genau, das war der da. Irgendwann muss ich doch Armor lernen, oder? So. Ach Mann, jetzt bringen schon die einfachsten Dinger durcheinander. So.
so, so. 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 Tot. Ne, da muss ich doch irgendwo in der Ecke bleiben, ne? Ja, okay, nicht schlecht. Das war schon viel zu viel. Ich wünschte, ich hätte das Lösungsbuch für Lufia parat. So standen nämlich die Tanzschritte drin hier für den Chor. So, so. 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 So, so. So, alle hopp. Boah, Alter, wieder 5 Minuten von dem Scheiß verschwendet. Aber das ist etwas, was ich wirklich gehasst habe als Rätsel, weil ich doch so oft gescheitert bin. Warte mal, da geht's nicht weiter. Okay. Na dennoch. Dann probieren wir es mal hier. Erstmal mit dem Hammer. Nö. Warte mal. Ach so. Nö, bringt uns nicht weiter. Und vielleicht die Bombe. Ja. Es schimmelt ein bisschen mehr, die Wand. Aber... sie geht wieder zurück. Ah, warte mal. Ich glaube, ich habe das Problem erkannt. Machen wir es so. Ah, doch nicht. Warum nicht? So. Wir probieren es einfach mal. Nee, das lässt sich so nicht öffnen. Und wenn wir das auch so nicht hinkriegen? Nö. Dann halt nicht. Dann eben nicht. Falls du jemand zufällig weiß, wie das funktioniert, gib mir bitte Bescheid. Das wird mich interessieren. Okay, dann gehen wir erstmal da lang. Hat sich wohl als nicht schlecht erwiesen. Erstmal die Power-Hydra-Blätter. Dann ist die Aqua-Hydra ein Witz dagegen. So, da lang. Schauen wir mal, was wir hier noch in den Räumen reißen können. Und weiter drauf auf den Gosch. Ja, hier lungert ziemlich viel rum. Wo haben wir es dann? So. So. Das müsste doch eigentlich jetzt wieder funktionieren. Sehe ich ungern, dass die Biester so schnell dran sind. Mann. Gefährlich wäre können sie auch noch. Das gefällt mir nicht so sehr. Wie? Aber wir können auch gefährlich werden, und zwar mit der nackischen Frau, die eiskalt ist. Und ja, das ist nicht schlecht. Sogar Gordo-Schlag hat jetzt ausgereicht, nicht verkehrt. Für Athea und Gordo gibt es auch ein Levelchen. Außerdem sollten wir noch eine Runde Champion-Verteiler. Dann kann es heiter weitergehen, ne? Super Psycho-Ring. Ja, das möchte ich gerne wissen, von welchem Super Psycho das Ding stammt. Wenn man zufällig einer, der den Psycho-Ring eh schon nachgelegt hat? Nö. Okay, dann gucken wir dann nochmal. Super Psycho-Ring. Na, Quatsch, wollte ich da gar nicht. So. Erhöht Intelligenz. Super steht für... es steht für Super. Champion. Oh, geil. Das ist doch nicht verkehrt. Ja, aber irgendwie verbessert es die Werte von den Leuten nicht wirklich. Von daher brauchen wir das nicht. Zum Glück kennen Super Angriff von den Viecher, dass die uns zuerst ergreifen. Okay. Kümmern wir uns zuerst um den Drache A. Oh nee, jetzt kommt das wieder. Ey, ich bin froh, dass ich wirklich vorher noch die Leute geheilt habe. Weil der Scheiß zieht echt nicht schlecht ab. Dann wieder
drauf und du machst denn hier. Brauchen wir wieder definitiv. Und obwohl Seelan die stärkere Zauberkraft hat, lasse ich trotzdem Atea eher so mehr zaubern, wenn man sich die MPA guckt. Gut, gut. Da ist noch eine Power Hydra. 2 sogar. Samurai! Erdstoß wird doch nicht helfen, wenn die fliegen. Probieren wir mal den Magma-Wirbel aus und noch einen Bomber. Schauen wir einfach mal, was wir so reißen können. Das zieht gut ab. Und mal gucken, was das Ding abzieht. Ja, auch nicht verkehrt. 2 A-Griffe. 3. 4. Und 5. Pro Kopf Enna. Das ist echt heftig. Wenn es sich halt auf Enna konzentriert, kann das Enna ziemlich fertig machen, ja, für meine Leute. Krakenstein. Okay. Was bringt der? Ui, der bringt sogar ziemlich viel. Verleiht dir die Kraft einer Krake, 10 Füßler. Eine Wasserattacke trifft alle Gegner. Das ist doch für Maxim optimal. Sehr schön. Ups. Jo, das trifft sich gut. Hast du nicht auch die Frostfee? Dann mach die mal do drauf, du machst do drauf, du haust drauf. Dendo auf den Atea 8 die Frostfee macht. Dann hoffen wir doch mal, dass das nicht schlecht abzieht hier. Wenn jeder... Ui. Instant Kill? Dann wird das 100% auch ein Instant Kill sein. Und Guy zieht bei den Viecher wie Maxim auch physisch was ab. Das heißt... Oh, Alter. Das heißt, dass Maxim hier auch gute Chance hätte. Mit Guy als Backup. Und... Ja... Das hat sogar gereicht. Alter. Nett verkehrt. Ja, auf den gehen wir jetzt einfach so noch los. Da wollte ich jetzt persönlich nicht extra nochmal einen Zauber verschwenden, weil Ateas Zauber hätte ihn jetzt eh nicht gewonnen-hittet. Und dann machen wir das doch lieber so. Genau, perfekt. Super Gordo. Aber es werden vorher noch die Leute geheilt. Sonst sehe ich hier etwas schwarz gegen die Dinosaurier-Gegner hier. Ja, machen wir einfach mal drauf. Ist auch gut, dass wir zuerst ergreifen, weil mit M physische Runde A-Griff, wenn wir das wahrscheinlich nicht hinkriegen, einer von denen zu killen. Ach ja. Weiter drauf auf den Brokion. Oder den Brokion. Der Bro unter den Dinos. Weiter drauf. Jo. Bitte mach Frost. Ich könnte genauso gut sagen, mach bitte, Annie. Ätzend. Aber Gordo zieht es eigentlich normal ab. Nicht so stark, wie ich gedacht habe. Der scheint dann wohl eher Wasser als Frost auffällig zu sein. Ja, eventuell zieht es auch ganz gut ab bei den Frosties. Ja, stabil. Und Dankeschön. Damit wird der letzte Hansel auch besiegt. So viel Dote zu, dann können wir nochmal hier eine Runde speichern. Genau, da war das nämlich nicht verummer. Wir müssen den Scheiß nicht nochmal machen. Falls uns irgendwas passieren sollte. Weil ich habe den Endboss hier als, sagen wir mal, nicht von schlechten Eltern in Erinnerung. Machen lieber nochmal den hier. Nur zur Sicherheit. Warte mal, da geht's da irgendwo lang. Aber da unten geht's auch noch irgendwo lang. Warte mal, so. 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 Gucken wir uns erstmal hier unten um. Dafür muss aber die hässliche Krähe weicher. Und wir hauen einfach drauf. Egal, was die Biester so abziehen, hauen wir einfach drauf.
Oh Mann. Feuerklaue. Okay, mach's platt. Ätzend. Mach's fertig. Igitt. Also wie gesagt, den Endboss hier, den hatte ich als wirklich harte Nuss im Kopf. Und das Miese ist halt, wenn man bei dem stirbt, dann muss man den ganzen dämlichen Weg hier wieder entlang jockler. Warte mal, halte mal eine Gaul A. Okay, bringen wir es einfach hinter uns. Machen wir 10 Füße auf die Biester. Und probieren wir den Magma-Wirbel aus. Wobei, nee, das bringt nicht viel bei der. Und machen eine Bombe. Ich möchte mal gucken, was der 10-Füßler du bringt bei deiner. Ja. Das scheint zu helfen. Das ist eine sehr gute, hochintelligente Attacke gegen diese Viecher. Sternfrucht gibt es aber 3. Und da geht's nirgendwo hier. Okay. Aber man muss ja als mal gucken, ne? So wird das garantiert nix. Völlig versagt. Völlig versagt. Jo, da fehlt uns einer. Dann Ursprung. Ja, badadam, da badadam, da do, da dam, da bim. Wie war dann das? So. Und so. Genau. So war das. Genau so muss das laufen. Und dann hoffe ich, dass ich es hinkrieg. Jawohl. Sehr schön, so wäre das auch was. Schade, der 10-Füßler haben wir nicht nochmal parat, aber wir haben doch sowas Lustiges parat, und zwar Drache. Drache. Das ist doch so ein schöner Wasserzauber. Gucken wir doch mal, was der bringt. Glucker Gluck. Und ja. Gar nicht mal so schlecht. Scheint wohl ihre Schwachstelle zu sein. Aha. Quod erat demonstrandum. Nix wie drauf auf die Gosch. Ja, das zieht mittlerweile glücklicherweise auch nicht mehr so viel ab. Wir sind ja um ein paar Levels gestiegen, von daher, das halten wir mittlerweile eigentlich schon ganz gut aus, würde ich sagen hier. Dann macht man weiter. Den hat's gelangt. Und den müssen wir noch fertig machen. Nee. Zum Glück zieht's kaum was ab. Runde muss ich noch einlegen. Runde 3. Gut. So, Feuerdrache oder was auch immer das jetzt wieder sein mag. Ich hab keinen Bock auf dich gerade. So. Ah, da oben geht's doch zur Truhe. Okay, das heißt, das ist der eigentliche Weg, wo es weitergeht. Ja, uff. Dann folgendermaßen. Hab jetzt keinen Bock mehr auf die ganze Kämpfer. Gehen wir halt hoch und gucken mal, was da abgeht. Da gibt's tolle Sachen zu entdecken im Vulkan. Gehen wir doch hier. Ups. Ich hab keinen Bock auf die Kämpfe. Möchte Kämpfe mit der Krähengetier. Okay. Sieht wohl so aus, als müsste ich trotzdem kämpfen und als müsste ich mehr als 3 Episoden heute aufnehmen. Ich habe eigentlich gedacht, wir kriegen das ganz schön hier. Aber wisst, was ich mache? Ich habe genau die Ahnung, was ich jetzt mache. Ich möchte heute eigentlich nur aus Zeitgründen 3 Episoden pro Spiel aufnehmen. Das heißt, ich gehe jetzt da über die Brücke, schnapp mal die Gegenstände, gehe nochmal hoch und speicher und beende an der Stelle. Wenn ich jetzt sowieso noch so einen Speicherpunkt in greifbarer Nähe habe,
finde ich die Idee gar nicht mal so abwegig. Genau das machen wir. Da können wir nämlich im nächsten Teil auch ganz pflichtbewusst gegen das ganze Getier hier kämpfen. Mann. Oh, Meter. Herrst du auf. So, warte mal. Zack. Dann holen wir uns noch hier die zwei Gegenstände. Der Super Hexenring zum Beispiel. Und was hätten wir dann da noch im Angebot? Der Power Ring. Okay. Schauen wir, was die Dinger drauf haben. Erhöht die MP und Trickser. Friert die Zauberkraft des Gegners ein. Gar nicht mal so schlecht. Bringt aber so nix. Powering. Ui, steigert einen Angriff. Furie erhöht im Kampf den Angriff. Das ist das Ding für Guy. So. Das gibt Guy so richtig Power, die er dringend braucht, um unser Gegner zu plättern. So. Dann Emo de Bellarich. Dann sind die auch fort von der Brücke, die Biester. Der wird sich auch noch gekrapscht. Und dann geht's weiter und wieder hoch. Und dann den ich doch glatt sage, ihr liebe Leid, das ist der ideale Zeitpunkt, um hier meinen Cut zu machen, damit ich bei meinen 3... Moment, warte mal. Ah ja, die Truhe da offen war ja noch gar nicht auf. Na klasse. Dann den ich trotzdem sage, dann muss ich jetzt auch tatsächlich hier meinen Break machen. Und wir sehen uns irgendwann mal hier wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig, wo wir uns die Truhe, die ich vergessen habe anscheinend, noch holen werden. Und dann geht's weiter zum Endboss. Also machen's gut und bis irgendwann mal hier wieder. Iron Yankee.